Dadam, dam, dam. Guten Tag, ihr Leute. Wir sind hier im Zauberforest, im Zauberwald und sind einem rätselhaften Verbrechen auf der Spur. Irgendjemand hat die Willkommensdeko und die Willkommensfeier, die für die unsichtbare Hexe, die neu eingezogen ist, hat es wohl sabotiert. Und wir müssen rausfinden, wer sich dieses Verbrechen, grauliche Verbrechen zu Schulden hat kommen lassen. So, den Satz haben wir mal gut beendet. So, ich sehe hier noch ein Küchelein. Ich habe es mal auf. Ein verlorenes Törtchen. Das notiere ich mal ein bisschen klein in meinem Büchlein, damit ich mich dort daran erinnere, dass ich gerade 2 habe. 2 verlorene Törtchen, sehr schön. So. Da schwimmt wer. Oh, ich muss da noch viele Leute interviewen. Ich gehe mal kurz hinter dieses Haus. Ich bin nämlich auch auf der Suche nach Törtchen, um dann ihr zurückzugeben. Die sind nämlich auch diese schlimme Person. So, Moment. Hallo, jemand zu Hause? Hört sich an, als wäre jemand in diesem Haus, aber ich will nicht stören. Ich komme später wieder. Da wohnt als neue Mieterin die unsichtbare Hexe. Und wir müssen jetzt weiter rumfrohen. Hey, ich fromme. Ich habe ja schon gesehen. Hallöchen. So. Hey! Hallo! Willst du reinspringen? Das klingt sehr verlockend. Aber ich bin wegen eines Falls hier. Oh, cool. Ich bin Viktor und wer bist du? Ich bin Detektiv Frosch. Interessanter Name. Ich weiß. Cool. Bist du hier, um mich zu befragen oder so? Ich bin nämlich nicht verdächtig. Wie kommst du drauf, dass du nicht verdächtig bist? Also, ich glaube, ich war es nicht. Du glaubst? Ja, heutzutage kann man sich bei nichts mehr so richtig sicher sein. Warum schwimmst du hier? Ich besuche meine Freundin Noddy. Oh, sie hat von meinen Freunden als einzige einen Whirlpool. Außerdem habe ich gehört, dass bei der Willkommensfeier köstliche Törtchen geben soll. Also war mein Timing ziemlich gut. Wo wohnst du denn normalerweise? In der Nähe von Kürbiskhofen. Oh, wow, schöne Gegend. Ich wollte dort mal Urlaub machen. Ja, ist nicht übel. Ja. Ja, also, darf ich dir ein paar Fragen zum Fall stellen? Ja, wenn es sein muss. Fragen. Also wegen der Hexe, ne? Wusstest du von der unsichtbaren Hexe, bevor du hierher gekommen bist? Nicht wirklich. Ich wusste, dass die Willkommensfeier für sie war, aber sonst nichts. Schon ätzend, dass für mich nie so ein Aufwand betrieben wird, wenn ich komme. Hä? Ich bin super cool. Warst du denn schon mal hier? Klar, schon oft. Das erste Mal haben sie sogar eine Willkommensfeier für mich organisiert. Okay, ich nehme das mit dem Willkommensfeier zurück. Vergessen wir einfach, dass ich das gesagt habe. Alles klar. Diese Unterhaltung ist echt langweilig, Detektiv Frosch. Klingt zwar pampig, aber ich habe beschlossen, ab jetzt ehrlich zu den Leuten zu sein. Warst du denn vorher unehrlich? Ja, denk schon. Zumindest habe ich mich vorher nicht offen gesagt, wenn mich Leute gelangweilt haben. Ich glaube nicht, dass das als Unehrlichkeit zählt. Was soll ich denn machen, wenn Leute langweilig sind? Ja, ich weiß nicht genau. Aber vielleicht solltest du es ihnen nicht einfach ins Gesicht sagen? Das könnte ihre Gefühle verletzen. Ja, aber deine Gefühle habe ich doch auch nicht verletzt, oder? Naja, also ehrlich gesagt hat mich das schon ein bisschen verletzt. Ich habe einen wirklich spannenden Job. Ich bin ein Frosch und ich lüfte Geheimnisse. Ich finde überhaupt nicht, dass ich langweilig bin. Klar doch, aber ich habe schon einen Haufen Frösche gesehen. Außerdem habe ich selbst eine ganze Reihe von Fällen gelöst. Was für Fälle? Na, den hier zum Beispiel. Hä? Du hast den Fall schon gelöst? Yep. Ralf war's. Woher weißt du das? Gute Frage. Den Teil habe ich noch nicht ganz durchdacht. Aber er muss es einfach gewesen sein. Was war denn sein Motiv? Sein was? Motiv? Warum wollte er die Dekoration der Feier denn zerstören? Also weil er eine Augenklappe trägt? Ich glaube, das geht nicht als Motiv durch. Das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn.
Wer ist jetzt pampig, hä? Ich glaube, dieses Gespräch führt zu nichts. Warum bist du dann immer noch hier? Dieser Fall muss gelöst werden. Und ich tue, was dafür nötig ist. Tut mir leid, dass ich so pampig bin, Detektiv. Wirklich. Ich werde halt grantig, wenn ich hungrig bin. Warum isst du da nicht einfach etwas? Dafür müsste ich ja aus dem Pool steigen. Nein, das kommt nicht in Frage. Du könntest jemanden höflich bitten, dir etwas zu essen zu besorgen? Wen denn? Es ist doch niemand hier. Ich bin hier? Stimmt, wie unhöflich von mir. Wenn du zufällig was zu essen findest, wäre es nett, wenn du an mich denkst. Außerdem würde ich mich gern dafür entschuldigen, dass ich so pampig war. Bitte nimm diesen Geldschein als Entschuldigung. Cool, ein Geldschein. Also, hast du noch Fragen? Also wegen der letzten Nacht, ne? Wo warst du, als die Dekoration der Feier verwüstet wurde? Ich habe den ganzen Tag in Noddys Pool verbracht, also war ich ziemlich verschrumpelt. Okay. Und mit meinen verschrumpelten Hufen war es schwer, ins Haus zu kommen. Aha. Also habe ich ungefähr eine halbe Stunde gewartet, bis ich nicht mehr verschrumpelt war. Dann bin ich in Noddys Haus und habe die ganze Nacht auf der Couch gepennt. Um wie viel Uhr war das? Ich habe die ganze Nacht gepennt. Ich meine, um wie viel Uhr bist du in Noddys Haus gewesen? Naja, jedenfalls bevor die Deko für die Feier zerstört wurde. Ich war das nicht. Also ich meine, wahrscheinlich war ich es nicht. Man kann ja nie sicher sein. Aber ich war es mit so 90%iger Wahrscheinlichkeit nicht. So, hast du noch Fragen? Also hier, ich gebe dir mal ein Törtchen. Hallo, Viktor, hier, Törtchen für dich. Hast du was zu essen? Detektiv Frosch, wo hast du das Törtchen gefunden? Es lag auf dem Boden. Tut mir leid, Detektiv. Da musst du schon ein bisschen lauter sprechen. Die Düsen in diesem Pool sind recht laut. Ich habe dieses Törtchen auf dem Boden gefunden, dort drüben. Detektiv Frosch, ich will doch kein Törtchen, das du vom Boden aufgelesen hast. Naja, ich sehe ein, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich würde sogar sagen, du hast 2 Fehler gemacht. 2? Ja, erstens wolltest du mir ein angeranztes Törtchen andrehen und zweitens hast du mir ein Törtchen angeboten. Hast du ja gar nicht gehört. So sieht's aus, Detektiv Frosch. Ich bin zwar nicht von hier, aber ich weiß genau, dass das eines von Mandys Törtchen ist. Die schmecken hervorragend, aber wenn du es auf dem Boden gefunden hast, gehört es ja wohl kaum dir und du kannst es auch nicht einfach an mich weitergeben. Naja, da hast du recht, Viktor. Ich habe 2 Fehler gemacht. Es tut mir leid und es tut mir leid. Schon in Ordnung, Detektiv Frosch. Aber ich behalte dich im Auge. Du solltest Mandy dieses Törtchen zurückbringen. Okay, das mache ich. So. Okay, also ich habe auch noch einen Geldschein gekriegt. Sehr gut. Dann hätten wir hier noch den guten Viktor. Foto von Viktor und sein Motiv. Hatte furchtbaren Hunger, war vielleicht eifersüchtig wegen der Feier. Braucht was zu essen. Notizen? Was für eine pampige Person. Ist vielleicht nur pampig, weil sein Magen knurrt, aber vielleicht ist er auch einfach immer pampig. Lebt nicht hier, ist nur zu Besuch. Und ich will nach Kürbiskuchen. So. Aller gut. Dann sind wir hier. Das ist doch das Haus von Noddy. Hat er, glaube ich, gesagt. Ich bin immer noch... Entschuldigung, ich bin immer noch müde. Und auf der Suche nach den restlichen Törtchen. Nun, ich gehe jetzt erst einmal mit ihm hier reden. So, einen Moment. Ich gehe mal schnell ein Schlückchen trinken, damit meine zarte Stimme euch... ich rede Plattdeutsch, ne? Damit meine zarte Stimme euch weiterhin die lustige Sätze vorlesen kann. Was weiß ich was. Moment. Junge, ich habe gerade so laut getrunken. Zum Glück habe ich das Mikrofon ausgehabt. So, jetzt zu dir, Annette Frier. Der Ralf. Hallo, kleiner Frosch. Ich bin Ralf. Hä? Warum schreist du denn so? Ich will nur sicher gehen, dass du mich hören kannst. Ich kann dich sehr gut hören. Du musst nicht mehr schreien. Du bist sehr klein. Kann ja sein, dass du nicht alles verstehst.
Ich mag klein sein, aber ich stehe direkt vor dir. Meine Körpergröße hat nichts mit der Entfernung zu tun. Sicher? Du verstehst mich auch bei dieser Lautstärke? Absolut. Was? Ich bin Detektiv Frosch. Ich bin hier, um den Fall zu lösen. Wirklich? Yep. Aber du bist doch noch so klein. Ich habe für einen Frosch eine recht durchschnittliche Größe. Darf ich dir ein paar Fragen stellen zum Fall? Du willst mich befragen? Also, wegen der Hexe. Was hältst du davon, dass die Hexe hierher gezogen ist? Ja. Ich habe ja nichts gegen diese Hexe, aber ich lebe schon eine ganze Weile zusammen mit meinem Freund Carlos und unser Haus ist auch nicht klein. Aber ich hätte wirklich gern mein eigenes Haus. Oh. Ich hatte schon länger ein Auge auf dieses alte Haus geworfen, hatte davon geträumt, dass ich dort eines Tages einziehe. Aber die Hexe ist mir wohl zuvor gekommen. Verstehe. Allerdings bin ich da selbst schuld. Der Hexe kann ich das ja nicht vorwerfen. Dieses Haus ist zweimal so groß wie alle anderen Häuser. Vielleicht kannst du es ja umbauen und zweiteilen. Zum Beispiel könntet ihr eine neue Trennwand einziehen. Oder einer wohnt oben und der andere wohnt unten. Sozusagen jeder in seiner eigenen Wohnung. Das ist eine wirklich gute Idee. Ich mag Carlos wirklich und so, aber ich brauche halt auch ein bisschen Raum für mich. Das verstehe ich. Allerdings fehlen mir die nötigen Utensilien, um umzubauen. Ich sehe mal, ob ich was für dich tun kann. Danke für deine Hilfe, Detektiv Frosch. Wenn ich das gut hinbekomme, dann bekomme ich vielleicht meine eigene Heimwerkersendung. Würde ich mir sofort anschauen. Du willst mich befragen? Ja, ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, was ist denn mit deinem Auge? Darf ich fragen, warum du eine Augenklappe trägst? Das geht dich gar nichts an. Oha. Für die Ermittlungen wäre es schon wichtig zu erfahren, warum du eine Augenklappe trägst. Manchmal will ein junger Mann eben einfach eine Augenklappe tragen. Ist das etwa verboten? Also trägst du sie als modisches Accessoire? Sozusagen. Hör mal, ich will ja wirklich nicht so ins Detail gehen. Ich habe letzte Nacht einen Film geguckt. Über Piraten. Und ich fand ihn großartig. Das Beste ist, dass ich noch 3 Filme vor mir habe. 3 ganze Filme. Kannst du dir das vorstellen? Fortsetzungen? Ich habe ja noch nie gehört, dass ein Film eine Fortsetzung bekommt. Ja, Wahnsinn, oder? Normalerweise kriegen nur Videospiele Fortsetzungen. Klar, bei Videospielen ist das etwas anderes. Das sind Fortsetzungen ganz normal, besonders bei so berühmten Spieleserien wie der Toad Investigations-Reihe. Genau. Naja, jedenfalls habe ich gestern Abend einen Piratenfilm geguckt. Das ist auch mal mein Alibi. Und beim Gucken habe ich mir überlegt, dass ich eben auch eine Augenklappe will. Okay. Lassen wir das mal auf sich beruhen. Danke. Also, willst du noch was wissen? Nee, das wäre dann erstmal alles. So. So, der Ralf. Ralf ist ein sonnenblumenförmiger Löwe mit Augenklappe. Wollte wie ein echter Pirat für Krawall sorgen und braucht Baumaterialien. Er liebt Piraten, trägt die Augenklappe aus modischen Gründen, schätzt seine Privatsphäre und will umbauen. Findet, dass ich zu klein bin. Bin ich nicht. So. Alles klar, Ralf. Zauberforst. So. Dann bleibt ja nur noch eine Person übrig. Klack, 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 klack. Hallo. The Noddy. Ah ja, die Noddy. Was? Huch. Wer bist denn du? Detektiv Frosch. Oh. Ich dachte eigentlich, dass Kommissar Hummer kommt. Was? Hast du gerade etwas über Kommissar Hummer gesagt? Nein, wieso? Ja, aber ich hab doch... Kann dieser Frosch jetzt auch meine Gedanken lesen? Warum sprichst du so komisch? Wie komisch? Naja, so. Wow. Ist das Telepathie? Hörst du mich, Frosch? Ja, aber das ist auch kein Wunder, wenn du deine Gedanken aussprichst. Wow. Wow. Dieser Frosch ist ja ganz schön dünn, schwimmhäutig. Zurück zum Thema. Wer bist du? Ich bin Noddy. Okay. Ich bin die Bürgermeisterin von diesem Dorf. Die Bürgermeisterin. Okay. Hast du mich angeheuert? Nein. Ich habe Kommissar Hummer angeheuert. Ich will nochmal betonen, dass ich jedes Wort hören kann. Dann hör einfach weg.
Na schön. Darf ich dir ein paar Fragen zum Fall stellen? Ja, warum nicht? Was willst du wissen? Also, wegen letzter Nacht. Was kannst du mir über letzte Nacht erzählen? Nix. Oh, aber ich kann dir was über die Hexe erzählen. Ich weiß im Grunde genommen alles, was es über sie zu wissen gibt. Ja, das ist ja großartig. Also erstens, sie ist eine Hexe. Aha. Und sie ist unsichtbar. Beeindruckend. Und sie ist gerade erst hergezogen. Genau. Und sie ist eine Hexe. Das hast du, glaube ich, schon erwähnt. Nein, da bin ich anderer Meinung. Gut, okay. Tut mir leid. Schon in Ordnung. Zurück zum Thema. Was willst du wissen? Wegen der Hexe. Wie findest du es, dass die Hexe hierher gezogen ist? Scheibenhonig, wie soll ich darauf antworten? Ich finde es schön, dass sie hier ist. Aber dieses Haus stand Ewigkeiten leer. Und ich hatte auch keine Ahnung, dass sie kommt. Niemand hat mir Bescheid gesagt. Bist du nicht die Bürgermeisterin? Das dachte ich auch. Naja, also sie kam seltsamerweise mitten in der Nacht. Und ich hielt sie für einen Geist. Oha. Ja, das war keine schöne Geschichte. Keine schöne Geschichte? Ich habe versucht, sie einzusaugen. Hä? Mit einem Staubsauger. Hab ihn sogar auf die höchste Stufe gestellt. Ich wollte einfach nichts anbrennen lassen. Ich glaube, das hat ihr etwas Angst gemacht. Und jetzt will sie nicht mehr aus dem Haus kommen. Bitte sperr mich nicht ins Gefängnis. Du kommst nicht ins Gefängnis. Aber vielleicht solltest du dich entschuldigen. Ich habe gerade einen Satz übersprungen, tut mir leid. Okay, es tut mir leid, Detektiv Frosch. Ich meine doch bei der Hexe. Ach so, ja, das macht Sinn. Deswegen habe ich ja auch so viel bei der Willkommensfeier mitgeholfen. Ich wollte mich entschuldigen. Aber sie ist noch nicht mal aus ihrem Haus gekommen. Und die Feier ist sowieso ein Desaster. Verstehe. Das wirft wirklich kein gutes Licht auf mich. Ich schwöre, ich wollte die perfekte Willkommensfeier. Ich habe sogar eine Liveband engagiert. Aber du siehst ja selbst, dass auf dieser Bühne sicherlich niemand auftreten will. Die Band ist schon auf dem Weg und mir bleibt keine Zeit, das alles in Ordnung zu bringen. Die Band ist ziemlich berühmt, da will ich natürlich so professionell wie möglich rüberkommen. Wenn ich nur einen Teppich oder so hätte, den ich auf die Bühne legen könnte. Aber das ganze Dorf steht Kopf, da finde ich bestimmt keinen. Oh je. Ja, danke für dein Mitgefühl. Wenn du irgendetwas Passendes findest, sag mir bitte Bescheid. Wird gemacht. Hast du sonst noch Fragen? Also, willst du noch was wissen? Nee, momentan will ich nichts wissen, danke. So, dann gucken wir mal. Zap, zarab, Noddy. So. Motiv. Hat versucht, die Hexe einzusaugen. Vielleicht haben die beiden eine Vorgeschichte. Braucht einen Teppich. Notizen. Denkt, dass ich Gedanken lesen kann. Kann ich nicht. Das ist die Bürgermeisterin. Er hat eine coole Band für die Feier gebucht und sie hat die Hexe angegriffen. Ja. Alles klar. Wir gucken uns mal noch etwas um. Gehen mal hier runter. Wo waren wir denn noch nicht? Ich suche immer noch ein paar Cupcakes. Also Küchelein. Ich guck mal ein bisschen hier ins Fenster rein. Na, ich rede mal mit dir. So. Wow, ich liebe Fragen. Oh, jetzt sing bitte nicht. Also, was brauchst du? Ah ja, stimmt, die braucht Geld, gell? 5 Geldscheine und das schnell. Ich habe keine Geldscheine und keine Fragen mehr. So. Ich habe erst 2 Cupcakes. So, ich gebe sie mal ab, ne? So. So, also. Hier hast du 2 Törtchen. Mandy. Detektiv Frosch. Ich habe eines deiner Törtchen gefunden. Wunderbar, jetzt fehlen nur noch 2. Mach mich wieder auf die Suche. So, das tue ich jetzt schnell in mein Büchlein, notiere. Zack. So. Alles klar. Es fehlen immer noch 2. Ich gehe jetzt nochmal bei der Hexe gucken, ob sie jetzt mich vielleicht drin lässt. Wer ist das da eben? Hallo, jemand zu Hause? Hört sich an, als wäre jemand in diesem Haus, aber ich will nicht stören. Komm später wieder. Na, das ist sie. Da ist doch wer. Da ist doch wer. Ich komme nicht hinters Haus. Aber da war wer. Ich habe ihn gesehen.
Na du Kleiner. Wie geht es weiter? Okay. Ich frage mal sie, ob sie mir so ein Törtchen gibt. So, was willst du denn wissen? Nee, das war erstmal alles. Ich muss noch 2 Törtchen finden. Wo finde ich dann die? Kann ich da ins Haus hingehen? Nee. 2 Törtchen. Wo könnte die sein? Ich muss die 2 Törtchen finden, damit ich die sauber gemacht kriege und dann kann ich gleich noch froh ja, Geld. Dann kann ich gleich noch froh so. Kann ich mal den Satz beenden? Dann kann ich gleich noch froh, ob sie mal ins Leihe würde. Moment. Was will sie wieder haben? Die Susan? Susan. Das ist die unsichtbare Hexe. Die braucht etwas, um ihr Schild zu reparieren. Hake. So, die braucht 5 Geldscheine. Ich habe echt einer. Und die braucht 5 Törtchen. Partyhut. Etwas zu essen. Baumaterialien und ein Teppich. Ich hänge hier gerade fest. Was ist denn das da für ein hübscher Luftballon? Wie sieht denn eigentlich bei dir da drin aus? Das zum Beispiel so, hier kombiniere, ne? Aha. Ein verlorenes Törtchen. Jawohl. Dann fehlt nur noch Ens. Gleich aufschreibe. So. Alles klar. Wir müssen weiter gucken. Wer könnte noch ein Törtchen haben? Mann, da ist es doch. Ein verlorenes Törtchen. Hurra, ein verlorenes Törtchen. Hat die ganze Zeit da oben gestanden, ich hab's nicht gesehen. Ja, Augen auf beim Waldrundlauf oder so. Alles klar, ich habe 2 Törtchen. Was ich nicht auf die Becher drehe. Die gebe ich jetzt halt ab. Überall noch die Luft. Ich finde es gut, dass die so in der Luft hängen und nicht fortfliegen. So, was willst du denn wissen? Törtchen geben. Hier, ich habe alle deine Törtchen gefunden. Was? Alle? Ich glaube schon. Yep, das müssten alle sein. Wow, musst ja wirklich den ganzen Forst abgesucht haben. Ich habe mich hier und da ein bisschen umgesehen, ja. Also, wow, danke. Und wie versprochen, hast du hier einen Geldschein. Geil. Ein Geldschein. Von Bezahlung war eigentlich nie die Rede, aber trotzdem danke. Nichts zu danken. Oh, und ein frisches Törtchen sollst du auch haben. Frisch schmecken sie am besten. Ich habe keinen großen Hunger, behalte es ruhig. Pappalapapp, packst dir ein, isst später, wenn du Hunger bekommst. Okay, wie du meinst. Danke dir. Nein, danke dir, dass du meine Törtchen aufgetrieben hast. So, ich habe ein frisches Törtchen jetzt gekriegt. Sehr, sehr gut. So, die weg. Und dafür habe ich 2 Geldscheine und ein frisches Törtchen. Sehr gut. Jetzt gehen wir erstmal. Ah ja, guck. Fantastisch. Sehr schön. Jetzt gehen wir zuerst mal zu ihm hier. Hallöchen, Popöchen. Also, Fragen. Hier, guck mal, ich habe ein frisches Törtchen für dich. So, hast du immer noch Hunger? Ja, sehr sogar. Deswegen bin ich auch ziemlich pampig. Zum Beispiel finde ich, dass dein Pullover total aus der Mode ist. Victor, vielleicht bin ich nicht gerade der modebewussteste Frosch der Welt, aber diesen Pulli mag ich wirklich gerne. Das ist mein Lieblingspulli. Ja, du hast recht. Wahrscheinlich ist er nur retro, nicht uncool. Ich schieb einfach mächtig Kohldampf. Ich habe hier ein Törtchen von Mandy für dich. Hast du wieder Abfall vom Boden aufgehoben? Nein, Mandy hat mir ein frisches gegeben. Echt? Hammer. Lass es dir schmecken. Oh wow, das war super lecker. Jetzt bin ich auch gar nicht mehr so pampig. Wirklich? Yep, du hast schöne Augen. Oh wow, danke. Und das war nicht mehr so dahingesagt. Die Farbe deines Pullis steht dir auch perfekt. Ich laufe gleich rot an. Bevor du weiterziehst, will ich dir noch ein Dankeschön für das Törtchen geben. Ich habe hier nämlich einen Partyhut, den ich nicht brauche. Willst du den? Mein Kopf hat leider nicht die richtige Form für Hüte. Nimm ihn doch trotzdem mit. Vielleicht kannst du ihn ja irgendwie gebrauchen. Danke. Hurra, ein Partyhut. So.
Notizen. Zack. Tötsch weg. Partyhut kriegt. Sehr gut. Und der Viktor. Der braucht was zu essen. Hat er kriegt. Sehr schön. So. Ich frohe eine kleine Romo. So. Nee, das war's schon. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen schnorren und um Geld betteln. Aber alles in Ordnung. So. Kombiniere. Der versteckt sich in einem Haus. So. Was würdest du gerne wissen? Keine Ahnung, wie machen Zebras? So, machen Zebras. Okay, ich sollte vielleicht das lassen. Hier bitte. Ich habe Partyhut für dich. Carlos, ich habe was für dich. Unfassbar. Und zwar einen Partyhut. Unfassbar. Wohl eher anfassbar. Hier, nimm. Das ist genial. Wirklich das Beste, was mir heute passiert ist. Danke, Detektiv Frosch. Ein Problem. Falsch. Es war ein Problem. Aber du hast es gelöst. Wie es ein echter Detektiv eben tut. Oh, danke. Mit mir hast du einen großen Fan gewonnen. Hier, lass mir dir etwas für deine Mühen geben. Oh nein, das ist schon okay. Ich bestehe auf ein Honorar. Also ein Geldschein sollte genügen. Hurra, ein Geldschein. Sehr schön. Danke. Oh, ich habe übrigens diesen Teppich aufgetrieben. Ich weiß nicht genau, wofür man den brauchen könnte, aber das findest du sicher heraus. Jawohl, ja, ein Teppichgerät. Sehr gut. Es fügt sich alles zusammen. Ich habe sicher eine Verwendung dafür, danke. Viel Glück bei diesem Fall, Detektiv Frosch. So, Notizbuch. Also, 3 Geldscheine habe ich jetzt und kein Partyhut, dafür aber einen Teppich. Sehr schön. Und Carlos braucht Partyhut, hat er jetzt gekriegt. Und dann, oh nein, ich habe auch keinen Partyhut. Wahrscheinlich kann ich mir aber einen leihen. Bin ich überhaupt zur Feier eingeladen? Ich hoffe es. So, einen Teppich. Teppich braucht Noddy auf der Bühne. Ein guter Schlagzeugteppich. Damit die Dorne vorne von der Bassdrum, damit die nicht die Bühne irgendwie kaputt mache. Und natürlich auch, damit das ganze Schlagzeug beim Draufhämmere und Drauftreten, also auf die Fußmaschine halt, damit das Schlagzeug nicht über die ganze Bühne wandert. Und das ist jetzt nicht gelogen, ist halt wirklich so, genau. Deshalb hat man Schlagzeugteppich. Aller gut. So, Noddy, was willst du wissen? Guck mal, Noddy, ich habe Teppich. Gute Neuigkeiten. Was gibt's? Ich habe einen Teppich für dich gefunden. Was? Ich glaube, mich dreht ein Pferd. Das sind wirklich gute Neuigkeiten. Danke, dass du den aufgetrieben hast. Das sollte reichen. Wow, sieht praktisch wie neu aus. Hoffen wir, dass die Band nicht spitz kriegt. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich spiele in einem Aquarium. Was? Warum? Dreimal darfst du raten. Du hast eine Fischband angeheuert? Volltreffer. Moment, du willst mir doch nicht etwa weismachen, dass du die beste Band aller Zeiten herbestellt hast? Die Unterwasserärzte? Das Aquari-Duo? Ach du Scheiße. Ganz genau. Die beiden sind schon auf dem Weg. Wow, ich habe sie ein einziges Mal live gesehen und das wird nie wieder aus meinem Kopf gehen. Ich kann es kaum erwarten. Ich bin auch total aufgeregt. Ich kann es kaum abwarten, bis die Feier endlich losgeht. Ich sollte mich wohl wieder an die Arbeit machen, damit ich diesen Fall löse, bevor die Feier anfängt. Aber bevor du gehst, will ich dir noch ein kleines Dankeschön geben. Oh, ich habe ein paar Baumaterialien vom Bühnenbau übrig. Würde die dir eine Freude machen? Ja, die würden mir eine Freude machen. Aber sicher, danke. Hurra, ich habe ein paar Baumaterialien. Und zusätzlich kriegst du einen Geldschein. Oh nein, das ist doch nicht nötig. Ich habe dir doch nur einen kleinen Gefallen getan. Sei doch nicht albern. Du hast sicher hart gearbeitet, um diesen Teppich zu finden. Ich bestehe darauf. Wow, danke. Hurra, ein Geldschein. Und so, 4 Geldscheine habe ich schon und dafür Baumaterialien. Sehr gut. Und Noddy braucht einen Teppich, hat sie gekriegt. So, hat die Hexe angegriffen und hat eine lange Schnauze. Nun, das stimmt. So, jetzt zu dir, kleiner Sonnenblumenlöwe. Ralf, du willst dich befragen? Nee, eigentlich habe ich Baumaterialien für dich. Hallo Ralf. Hallo kleiner Frosch. Ich habe ein paar Baumaterialien für dich aufgetrieben. Oh, Wahnsinn. Das sind ja tolle Neuigkeiten. Wenn du sie mir gibst, mache ich mich gleich an die Arbeit. Natürlich.
Klum, klum, bum, 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 klum, klum. Klack, 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 hack, 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 hack. Fantastisch. 1000 Dank. Natürlich sollst du auch etwas als Entschädigung bekommen. Ach, das ist doch nicht nötig. Wirklich nicht. Das will ich alles gar nicht hören. Bitteschön, ein Geldschein für dich. Hurra, ein Geldschein. Ah, danke. Außerdem hast du dir den Titel Ehrenpirat mehr als verdient. Wow. Wirklich? Ich? Ein Pirat? Natürlich, natürlich. Die besten Piraten wären neidisch auf sein Talent bei der Schatzsuche. Dafür kriegst du auch einen ganz besonderen Preis. Hier, nimm diesen Haken. Hurra, ein Haken. Sehr schön. Wow, was mache ich denn damit? Du kannst ihn dir auf deine Hand stecken oder du machst irgendwas anderes damit. Ich bin ja nicht ein Kindermädchen. Noch nicht. Hä? Tut mir leid. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Alles gut, alles gut. Viel Spaß mit dem Haken.